Und bei mir sind gleich zwei Gäste im Studio, die ein Hörspiel produziert haben. Und zwar ein ganz besonderes Hörspiel. Hanna und Hummel spielt in Hamburg und gesnackt wird ob platt. Und wir waren bei der Produktion dabei. Hier ein kleiner Eindruck. Hummel, 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 du bist mir ja ein Schlawiner. Da hast du mal eine Dirn an der Hand und dann gleich so eine Junge. Ho, 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 ho. Nun wird man nicht gleich so böse, mein kleines Stickel der Grinsche. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Sehr, sehr schön. Betonung hätte ich gerne auf, da hast du mal eine Dirn an der Hand. Ja? Ja, so sah das Ganze damals aus im Jahr 2020 und nun ist das Produkt fertig. Und wir haben zwei der wichtigsten Protagonisten hier bei uns, nämlich Benita Brunnert. Benita, schön, dass du hier bist. Du warst auch mal bei Noah 4, deswegen duzen wir uns, ist okay? Ja, unbedingt. Ja. Fang jetzt nicht mit dem Sie an. Na, um Gottes Willen. Du hast das Buch geschrieben, Hanna und Hummel, und das Hörspiel dazu. Und da hast du dir Nils Knöpke ausgesucht, hier aus Norderstedt von Tanks Theater als Hauptdarsteller, einer der Hauptdarsteller. Er spricht der Hummel. Schön, dass ihr hier seid. Wir freuen uns auch, danke. Gern geschehen. Hanna und der Hummel heißt es, nicht die Hummel. Wenn jetzt die Zuschauer denken, Mensch, ist der Eggert blöd? Nee, das heißt der Hummel, denn es geht worum in deinem Buch, Benita? Es geht um das Hamburger Original, den Hamburger Hummel. Ich weiß nicht, macht das Sinn, das in irgendeine Kamera zu halten? Ja, halt einfach mal. Wir haben hier diesen wunderschönen Wasserträger, man hat ihn vielleicht schon mal irgendwo gesehen in Hamburg als Kunststofffigur. Es gibt den Hamburger Hummelbrunnen. Der ist es und zudem gibt es auch eine bestimmte Geschichte. Wir kennen alle vielleicht noch den Spruch Hummel, Hummel, Moors, Moors. Und in dieser Geschichte wollen wir eben auch erklären, wie ist denn der Hummel überhaupt zu seinem Namen gekommen? Ja. Also es geht um viele Hamburger Originale, Hamburger Schauplätze, Hamburger Prominente, oder für wen ist das Buch? Was würdest du sagen? Das Buch ist, ich finde, wirklich für jedermann. Es gilt zwar als Kinderbuch, aber ich glaube, dass auch Erwachsene genauso ihren Spaß daran haben. Ich habe auch gemerkt, es gibt ganz viele, die gar nicht mehr wissen, wer der Hummel eigentlich war oder was es mit der Zitronenjette auf sich hat oder dass Georg Philipp Telemann tatsächlich auch Plattdeutsch gesprochen hat. Okay. Zum Beispiel. Also, guck mal, wusste Nils das? Wusstest du das vorher? Nein. Alles? Wusstest du, wer der Hummel ist und die ganzen Geheimnisse, die man hier erfährt? Also ich bin ehrlich, ich wusste natürlich den Namen Hummel, da konnte ich schon irgendwie mit anfangen, aber die Geschichte hinter dem Hummel und hinter Telemann, die kannte ich auch nicht und deswegen fand ich das auch so interessant und reizend, da mitzumachen, sich da mal reinzugucken. Das war das Spannende hinter der Sache. Denn es gibt nicht nur das Buch, das wir hier sehen, sondern auch ein Hörbuch, Hörspiel. Da hast du den Hummel gesprochen. Wie schwierig, wie herausfordernd war das für dich als Theaterspieler hier in Norderstedt? Genau das war das Schwierige. Ich bin es gewohnt, auf einer Bühne zu stehen, wo viel Platz ist, wo man in einen großen Saal spricht. Da stand ich in einer sehr engen, kleinen Kabine, wo ich ein Mikrofon vor mir hatte, gerade noch so den Zettel halten konnte und musste mich auf diesen Text konzentrieren und den lesen, betonen. Das war eigentlich so das Schwierige. Also gar nicht mal so der Text, obwohl auch der tatsächlich sehr häufig schwierig war. Das Schwierige war wirklich so der enge Raum und da drinnen zu sprechen, das war... Aber Benita hat das gut gemacht. Bist du zufrieden mit Nils gewesen, mit dem Endprodukt? Ich bin total zufrieden gewesen. Es ist wirklich genau wie Nils sagt, diese sehr, sehr kleine Kabine, nicht größer als eine Telefonzelle. Und auch gerade für Theaterschauspieler, dass man keine Antworten bekommt, sondern permanent seinen Text spielt und die Reaktion aber eigentlich auch mitspielen muss. Das ist schwierig, ja. Worin unterscheidet sich jetzt das Buch zum Hörspiel? Naja, das ist tatsächlich ziemlich identisch, aber das Schöne am Hörspiel ist, man hört eben auch die plattdeutsche Sprache, man hat sehr viel mehr Leben natürlich dabei, man hat die Geräusche, es sind einfach lebendige Figuren, die dabei sind. Im Buch hast du aber nicht nur platt geschrieben, gibt auch eine hochdeutsche Version. Wir haben uns so viel Arbeit gemacht. Du kannst die Geschichte hochdeutsch lesen, du kannst die plattdeutsch lesen und das Gleiche, wir sehen ja immer nur das Buch, hier ist die CD drin und
Da ist auch ein hochdeutsches Hörspiel. Wir haben alles zweimal produziert. Einmal Hoch-, einmal Plattdeutsch. Und du kannst eben tatsächlich auch noch ein bisschen was darüber lernen. Zum Beispiel über den Hummel. Das kannst du dann hinterher auch noch ein bisschen was darüber lesen. Ja. Und das Gute ist, ihr stellt uns 3 dieser Bücher zur Verfügung, die Sie gewinnen können. Sie müssen uns nur eine E-Mail schreiben an gewinnspiel@noah4.de mit dem Stichwort Hanna und Hummel. Das Ganze dann bis zum kommenden Montag, den 10. Mai, pünktlich um 12 Uhr. Und dann, wenn Sie Glück haben, gewinnen Sie eines dieser 3 Bücher. Hanna und der Hummel von Benita Brunnert und Nils Knöpke. 19,90 kostet es. Wo kann man es erwerben? Ganz kurz noch. Hier direkt gegenüber gleich in der Buchhandlung am Rathaus in Natalia in Norderstedt oder direkt beim Verlag unter www.amigitos.de. Und es ist noch ein Clou dabei, das will ich schnell loswerden. Du kannst diesen ganzen Rundgang, den der Hamburger Hummel mit unserer kleinen Hanna durch die Neustadt unternimmt, auch selbst nachlaufen. Das kann man 1:1 nachlaufen und alles entdecken, wovon wir da reden. Werde ich gleich nach der Sendung mal probieren. Auf jeden Fall, versprochen. Ich sage bis hierher erstmal vielen Dank, Benita Brunnert und an Nils Knöpke. Und wir machen weiter mit unserer Atempause zum Wochenstart.